Herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde bei Fire Emblem Fates Offenbarung. Wie ihr sehen könnt, ein bisschen was ist plötzlich anders. Vielleicht wird es sogar dem einen oder anderen gar nicht auffallen. Ich muss aber trotzdem mal erwähnen, was mein eigener Fehler ist. Ich muss das Kapitel nochmal neu starten. Gut, es ist nicht viel passiert, logischerweise. Problem ist, ich hatte diese die Folge Part Nummer 11 bereits aufgenommen, war es etwa 15 Minuten rum. Was passiert? Mein 3D ist halt plötzlich ausgeschaltet. Ne, Problem war nicht nur der 3D selbst, war der ganze PC irgendwie plötzlich im Zimmer einen Stromausfall gehabt. Zum Glück nichts passiert, das war doch immer schön. Problem war aber, weil wir hier natürlich nicht speichern können, wir können nur ein Lesezeichen setzen. Na, das ist natürlich geil, wenn du das Lesezeichen einmal aktiviert hast. Ich habe Lesezeichen halt nach dem letzten Part aktiviert gehabt, logischerweise, weil es ist schon etwa 4-5 Tage her, als ich jetzt mal aufgenommen habe. Okay, aktiviert und dann ist das Lesezeichen halt weg. Was heißt für uns? Genau, muss nochmal Kapitel starten. Also, ja, wie gesagt, ich glaube 2 Züge war. Ich habe es dann jetzt mal nochmal versucht nachzuvollziehen, aber war mir nicht ganz klar, ob es 2 oder 3 Züge vergangen sind. Deswegen, man sieht hier die Truppe. Ich habe es gleich aufgestellt wie zuvor. Okay, aber ich weiß nicht mehr genau, wie viele Züge vergangen sind. Und deswegen sind wir jetzt halt wieder im Zug Nummer 2. Aber das stimmt sogar, kann durchaus sein. Gut, machen wir halt nochmal von vorne. Ist nicht viel passiert. Ich dachte mir einfach trotzdem, ich erwähne es mal, falls irgendwie, ja, irgendwelche Dinge anders waren. Damit wir jetzt halt Bescheid wissen. Gut, wir haben jetzt hier noch einen Eisenkollen-Typen. Der ist sowieso ein kleines Problem, aus diversen Gründen. Beim Trinken ein bisschen. Kapitel wird sowieso interessant. Da habe ich jetzt halt einen... Oh, vielleicht unfair einen kleinen Vorteil, mal gucken. Weil ich natürlich durch die 4-5 Tage Abstinenz war nicht mehr ganz sicher in dem Wind und so weiter, wie der funktioniert. Und dass der am Ende des Zuges unsere Einheiten um 5 Felder oder bis zu 5 Felder transportieren würde. Hier zum Beispiel nichts, man sieht, der Wind käme von oben nach unten. 5 Felder geht gar nicht mehr irgendwie was zu machen. Aber ich muss hier echt darauf achten, dass ich all meine Einheiten entweder im gleichen Wind drin habe oder aber gar nicht drin habe. Weil war auch witzig, ich hatte es irgendwie ganz seltsam, dass irgendwie meine Heiler waren im Wind drin, alle zusammen. Aber irgendwie ein Feld blockiert war, wurden nur 2 weggeschickt, die eine nicht. Und das Glück war, ja, ich wurde mitgeschickt, deswegen war es ein bisschen einfacher noch irgendwie abzusichern. Aber trotzdem, es war leicht crazy und ich dachte mir so, ich erwähne es trotzdem mal ganz kurz noch, dass darauf ein bisschen Acht geben sollte. Okay, jetzt haben wir hier die Eisnumi-Typen, sind natürlich sowieso ein Dorn im Auge. Ja, ich werde jetzt auch mehr zu machen, Leute. Also jetzt bei diesem Kapitel haben wir nochmal ganz kurze Werte angeschaut von unseren Charakteren und es sieht schon eher scheiße aus. Im Sinne von, mein Ziel war eigentlich jetzt vor allem ein bisschen zu trainieren. Ja, eben halt vor allem die Einheiten, die es noch nötig hätten. Aber ganz ehrlich, Leute, ich habe das keine vergessen, weil erstmal sind sehr viele Gegner hier, man sieht's. Momentan 26, kommen sicher noch ein paar nach. Und bis ich da zum Beispiel auch Case mal trainiert hätte. Nee, ich mach so wie es hier steht. Besetzen, das also gehe ich schnell nach vorne, sammle Truhen ein. Und der Rest, naja, shit happens halt, wa? Und den Wind kann ich eigentlich noch testen. Das genau funktioniert hier mit dem Zeichen, aber ich glaube, ich habe da irgendwie eine Vermutung, dass es funktionieren könnte. So. Aber irgendwie auch klar, kann das die Waffe switchen. Irgendwie nicht, wa? Doof. Naja. Bleib ich halt hier. Ist auch nicht schlecht. Das wird zwar gehen, geht direkt mal nach oben. Aber mal ganz kurz nach unten, auch mit Heiler und so weiter. Aber ansonsten, wenn ich rechtzeitig uns nach oben fortbewegen, direkt in der Mitte durch. Aber ich glaube, so kommen wir am schnellsten die ganzen Touren nach. Und natürlich auch zu Fuga. Ja, Leute, ich glaube schon, dass die eine oder andere Einheit uns abkratzen könnte. Es war schon letzten, also, ja, da, was halt mir gefehlt hat, war schon knapp. Und das war gerade mal in den ersten paar Minuten. Es kann gut sein, auch natürlich durch diverse Gründe, wenn ich ein bisschen waschen will, dass halt etwas schwieriger wird. Beziehungsweise natürlich nicht mehr so vorsichtig bin. So, dann natürlich Eisenkollen-Typen kommt bereits nächsten nach. Das ist scheiße. Was mache ich da?
Ich kann natürlich auf ihn switchen. Das ist gar nicht mal so eine doofe Idee, nur dass er noch zu viel KP hat. Das hingegen ist ein bisschen scheiße. Das ist um einiges schlimmer, allerdings. Ja, sagst du, wir haben hier... Es ist einfach eine Katastrophe, Freunde, sorry. Wenn ich das im Vorfeld überlegt habe mit der ganzen Charaktereinteilung, ich kriege meine Einheiten kaum zum Trainieren, irgendwie. Außer mich selbst natürlich, wenn ich einfach Imber bin, okay. Kriege ich neue Einheiten, ich habe so einen schwachen Levels im Vergleich zu den restlichen hier. Es ist einfach eine mittlere Katastrophe, kannst du das anders formulieren. Ich müsste eigentlich müsst überall, ja, stimmt sogar. Ich müsste eigentlich überall Michael vorschicken, damit er alle platt macht und fertig. Was ja auch gehen würde, so ist es ja nicht. Das ist ein Zweck davon. Nö, ich hau hier ab. Kann ich eigentlich... Ist nur mal so eine Frage gewesen. Ja, welche Rettung könnte ich machen? Ja, mal so noch im Hinterkopf. Eine Rettung in Ehren kann kein Mensch verwehren. Hat sogar was. Okay, Tsubaki. Er ist eigentlich geblockt von ihm hier, hoffentlich. Aber langsam mal nach oben, war. Ich könnte es ja auch anders machen, mit ihm hier zum Beispiel noch mit Gunther. Was mache ich gerade? So. Würde Gunther kritten. Gunther Würde. Gunther, du hast meine Würde. Genau, dreckig gelacht. Wow. Ja, nee, Gunther trainieren, vor allem später, ist scheiße, merken wir uns. Ja, und jetzt, ich setze mal Drachenader ein, einfach mal zum Testen. Hä? Drachenader, dann da oben, ja, und jetzt? Ja, wie vermutet. Also Drachenader aktivieren bringt es nur, wenn der Wind bereits da ist. Und dann kann ich, glaube... Ja, weil der Wind kommt ja selbst eigentlich nur am Ende an ins Zug, wenn ich ihn halt selber steuern kann. Ist das ein taktischer Vorteil. Natürlich nur, wenn ich ihn nutzen kann, ne? Wohlgemerkt. Was eigentlich auch logisch ist. So. Ich habe den Trottelhammer runtergeholt. Ja, dann eben nicht, aber das stimmt eigentlich schon. Der ist eigentlich blockt ab. Nachher habe ich eigentlich noch genug mit Tsubaki. Auch mal das Beste, war. Aber schon verrückt, wir haben hier eigentlich im Prinzip echt eine Ein-Mann-Show. Alles Weitere ist scheiße, wenn man so will. Greift echt ernst. Wobei er ist natürlich in Nähe, weil wenn ich ihn nicht wegkriege, was nicht passiert zum Glück, kommt keiner mehr ran. So, stehen auf die drei da unten, fertig, können nichts mehr tun. Und ich kann mit Tsubaki zum Glück abhauen. Ich kann auch alle nach oben locken, wa? Weil es sind ja sowieso so viele hier unten. Und es ist alles ganz schön verzweigt und so weiter. Und ich darf alle nach oben locken. Oh, verdammt, der Wind. Das himmlische Kind, ich hau ab, ich habe keinen Bock auf den Wind. Die Frage ist, wohin abhauen war. Also aus Reichweite kommen wir relativ schnell. Das ist nicht das Problem. Er macht 0 Schaden. Noch Case, ey, ganz ehrlich. Ja, schön macht er hier ein bisschen Damage. Problem ist, er kann mich nicht obwohl, Asura war. Die Eisenschurken trifft sie natürlich auch. Abgesehen davon kommen wir gar nicht so weit. Ups. Okay, in einer erhöhten Position käme ich da sogar vorbei. Ist der, der mich angreifen könnte? Nö. Ah, der käme da hoch, okay. Bringt irgendwie auch nichts, ich hau ab nach oben. Ist mir irgendwie alles so doof, Freunde. Ah, das funktioniert so. Eigentlich eher nach oben holen, aber okay, jetzt haben wir... Ja. Mann, ist scheiße, was tun? Einfach hier stehen, Drachenstein, okay, alles abfedern.
Töten, Erfahrungspunkte einstreichen. Klar geht's, aber was bringt mir das? Ich bin ja schon relativ stark, kann man zugeben. Ich unterstütze Case. Trotzdem hat er nicht den Hauch einer Chance, um Barbar überhaupt einen Punkt Schaden zuzufügen. Das ist das, was mich ein bisschen stört daran, im ganzen Konzept. Noch ein bisschen aufpassen. Sehen kann ich. So. Ja, komm. Ich gehe nach oben und log alle an. Aber das Besten kann ich, wenn überhaupt, da noch ein bisschen Erfahrungspunkte verteilen. Wenn nicht, ja, shit happens. Michael rockt ja alles, klaut an die Erfahrungspunkte, kriegt natürlich selbst kaum welche, weil er schon so stark ist. Okay, Asura war noch drin. Holy shit, aber gut zu wissen, dass Asura noch ganz leicht inmitten dieses Radius war. Jetzt muss ich ihn halt angreifen, direkt mal killen. Ja, ich weiß, Meisterlands macht weniger Schaden, das ist mir alles bekannt, nur hätte ich es trotzdem gerne, dass er mal kritten würde. Ist mal ganz ehrlich, Leute, wäre schon nett, wenn Meisterlands mal kritten würde. Dank des Monds. Gut, macht auch ein bisschen Zusatzschaden. Ein Moon Critical Strike, das ist auch selten. Inspiriert bei Sailor Moon. Nur die Macht des Mondes immer war. Schon wieder Wind. Wind, Wind, das heilige Kind. Natürlich überhaupt kein Heilmittel. Was ich ein bisschen doof finde. So. Kann Felicia mal ganz kurz heilen. Der Case aber auch mir keine Sorgen zu machen wegen Truhenschlüssel, das erübrigt sich alles. Aber eben natürlich nur, solange ich Case auch habe, logischerweise. Wie bringe ich hier alle heil durch, wenn es überhaupt möglich ist? Ach du Scheiße, wir sind direkt hier. Gut, ich kann auch abhauen, Gott sei Dank. Mich selbst jetzt ein bisschen doof aus. Fünf Felder kommen nach unten, also im Prinzip können wir direkt hier stehen bleiben. Oder aber, wir sagen direkt, nö, ich gehe hier hin. Dann kann er das erst im Wind erfasst. Es bringt nichts, wenn ich hier hochgehe, aber schickt mir der Wind nach unten, fertig. Wenn ich ihn platt mache, bleibe ich auch hier. Ja, kannst du noch so machen. Wieder Erfahrungspunkte klauen. Ich krieg einen Punkt. Die Case wird vielleicht 30 bekommen. Das ist ja noch ein bisschen mehr. Es ist echt traurig. Da meinst du ohne Wind, dankeschön. Ja. Es ist echt krass, der Unterschied. Ey. Gut, natürlich ist Drachenstein. Die Atema machen schon weniger Schaden. Okay, aber trotzdem noch in Instant killen. Das ist jetzt, wenn man so... Ja. Erstaunt vor allem. Da ist ein Eisen-Yumi. Ich hasse Eisen-Yumi-Typen. Andererseits hat der eine blaue Waffe. Bringen wir etwas Grünes. Ein Eisenschwert. Das wäre grün. Hä? Aha. Ja, logisch. Mal ein bisschen trennen. Gut. Jetzt bringt das überhaupt nichts mit dem Eins. Jetzt geht trotzdem mal hier rüber. Zack. Und wir streifen weiterhin gen Norden. Kommt er nur langsam voran, aber wenn ich jetzt wieder nach rechts schon mal gehe, sprich nach Osten, die Truhe loote, dann mich versuche nach Westen durchzuschlagen, könnte es klappen. Alter, 57er trifft. Ja, war auch schon mal anders. War bei mir selbst. Da, jetzt ist das so doof hier. Das heißt, es ist ein Katana-Typ. Die Katana, wissen wir, haben nicht viel Defense. Es wäre also ein guter Job für Case. Wenn ich mal ein bisschen reinhauen würde. 15 Speed, der wäre sogar schneller als ich. Scheiße.
Oh, das sieht auch doof aus. Doof ist gar kein Ausdruck, wie das hier aussieht. Das sieht leicht besser aus. Ach du Scheiße. Ich erstmal den hier weghauen. Mit Eisenhanse geht's nicht. Ja. Ja, Mund, aber nichts dagegen. Crit wäre noch nice. Gut, mit 3%. Das hat mich ein bisschen gewundert. Muss ich eher zugeben. Das wäre schon das höchste aller Gefühle gewesen. 2 Schaden! Die macht 2 Schaden! Alter, du kannst von mir aus verrecken, nee, ganz ehrlich. Wie kann man nur so schwach sein? Tsubaki doppelt zumindest. Ja, sorry für alle Hanna-Fans, aber die werde ich wieder rausnehmen. Die bringt mir überhaupt nichts in dem Zeitpunkt. Ich habe keinen Bock, die zu trainieren, bis sie mal ein bisschen was könnte. So, jetzt gleich ein Problem. Ich mache 6 Schaden. Okay, der Gegner macht 13. Und ja gut, wenn er trifft. Ja, wenn er trifft, das ist auch immer so eine Sache. So eine Sache für sich. Warte, gehe ich nur mal sicher und sage, komm, ich sing mal hier für ihn hier. Er soll oben kritten und gut ist. Kritten einfach mal platt machen. Vielleicht klappt es ja auch in Kombination mit Case, wa? Ja, ich mache schon mal ein bisschen Schaden. Es gefällt mir ein bisschen besser. Ich muss Case eigentlich mit Ganter verbinden, wegen der Stärke. Hat auch weniger. Tsubaki vielleicht? Das könnte noch was werden, die Kombi. Nee, komm. No risk. Obwohl, aber Treff ist eine andere Frage. Dann müssen wir sogar schnell abhauen. Gut. Problem wieder gelöst, außer dass Asura hier im Weg steht. Scheiße. Ja, ich habe eine Rettung, Freunde. Ich habe... Okay, der trifft nicht. Das trifft nur der eine. Mit Kombination natürlich noch. Kann keinen reinholen, sprich irgendwie mit Gunthers Fähigkeit. Geht natürlich bei ihr jetzt nicht. Ja, ist halt weg der Stab, was soll's. Aber sie ist in Sicherheit. Gut, ich schicke sie noch ganz kurz rüber. Ich kann echt irgendwann machen soll. Felicia, weil Hanna kann ja sowieso nicht irgendwie trainieren. Die ist einfach zu schwach mit Felicia. Die zumindest noch irgendwie... Jo, heilen halt, wa? Erstmal Gunther heilen. Also ganz ehrlich, mit unseren aktuellen Teams bin ich gar nicht zufrieden. Klar, Sakura macht den Job so gut sie kann. Sie kann nicht mehr als heilen, ist logisch. Bei Asura genauso. Kesa momentan verdammt schwach. Und die restlichen will ich ja sowieso nicht trainieren. Ja, aber trotzdem. Der Win ist schon wieder da, ich glaube es aber nicht, ey. Ja, wenn die das natürlich machen, hast du die eigentlich alle runter. Die Frage ist, ob uns auch. Gute Frage. Nächste Frage, wie sie eigentlich auch hier angreifen würde. Ja, Black vor allem. Ich hab gerade echt Black gesagt. Ja, ich block sowieso ab. Ja, typisch Asura, die kommt nicht darüber. Mensch, Asura, ey. Der Angriff wird abgeblockt, dann nochmal mit Asuras. Das bringt sowieso nichts. Kann der Wind, ich meine, alles was hier drin ist, wird natürlich getroffen. Logischerweise. Was soll er mit dem machen? Zumal da einiges offenbar nachkommt. Dann mich hier oben hinstellen, um alles abzufangen. Wäre auch eine Variante. Ja, und dann, was mache ich hier? Hä? Wie können die mich hier treffen? Achso, der Ochsengeist noch. Das Magieproblem wieder.
Och Mensch, es ist doch scheiße, hey, wie das immer so... Tschüss. Ja, und schickt sie nach unten im Notfall ganz selber Tsubaki in den Ring, weil ich eh nicht trainiere, wenn die halt krepieren von mir aus. Das ist ein scheiß Wind, du kannst nie verlassen. Der Verlass, ein Zug kommt mal, dann kommt wieder 2 Züge lang nicht, dann ist er plötzlich wieder 3 Züge permanent da. Also, mit dem scheiß Wind. Einmal zu ihm schicken. Frage ist, nützt das was für die Geschwindigkeit? Ja, okay. So, schau mal hin, da ist schon mal die Truhe. Bringen wir relativ wenig, weil wer hat die Truhenschlüssel alles mitgenommen? Er natürlich einen Truhenschlüssel. Okay, jetzt kann sowieso Truhen öffnen. So, vorhin noch der Zug, dann ist wieder mal vorbei für heute. Wir schauen in der nächsten Folge dann, ob wir irgendwie mal vorwärts kommen, obwohl es momentan gerade eher weniger so aussieht. Ja, Tsubaki kann ein bisschen abblocken, okay. Haben gegen solche Typen. Aber nein, es geht echt eine kleine Katastrophe. Ein Case macht ihnen ja auch keinen Damage. Und tschüss. Lag falsch, ihr seid stärker als ich dachte. So. Quatschen wir sowieso noch gegangen, ich muss den killen. Und da bläst es uns nach unten. Nicht schön, gar nicht schön. Muss man sagen, relativ gleichgültig sogar ist, muss ich wieder zugeben. Okay. Ich überlege halt echt gerade, ob er Tsubaki halt so lange noch im Team behalten soll, bis wir wissen, wie es mit Hinoka und natürlich auch Camilla aussieht. Weil irgendwelche Flugenheiten braucht er, ist logisch. Also, braucht, ja. Bevorzugt, agiere eigentlich mit denen. Da wäre das schon mal vom Vorteil. So, also bringt er nicht, wenn ich die da oben lasse. Ja, toll, ich kann keine Truhen öffnen, weil Case ist hier, Tsubaki trägt einen Schlüssel, da kann ich näher ran, weil wir sonst killen. Das kann echt wieder ein bisschen doof. Muss halt hier unten bleiben. Und hier oben noch ein bisschen gucken, falls gerade jemand nachkommt. Ja, ich würde sagen, alles weiter schauen wir uns nächste Folge wieder an, Freunde. Hier bei Fire Emblem Fates Offenbarung. Es sieht... ja... naja, also es könnte besser sein. Mal schauen, wie es am Schluss aussieht, weil ja, man sieht dann an der Einheiten und der Treppen, es kommen sich noch ein paar, wir sind erst bei Zug 9. Es kann noch vieles passieren hier. In diesem Sinne mal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.